Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Na gucket. Ja, die zweite Version vom ersten Eigner Blaster. Das macht irgendwie wenig Sinn. Aber ja, und der Schieber Gott nicht so richtig. Also Pusher, da müssen wir das auch wohl iterativ vorgehen, weil das Gott alles noch nicht so richtig. Also, wenn man da das hochmodulare Schwungrädlerskäfigle, das geht schon, aber nicht mit den Pfeilen. Jetzt weiß ich nicht, ob das Magazin mit so Worker-Pfeiler geht. Und ja, das. Und was wir jetzt heute mal machen, haben wir Hanna neues Gehäuse für die andere Seite von dem Schieber. Das hat der Hanna. Ein bisschen mehr Luft, dass man da ein bisschen Abstand reinkriegt. Und die Druckqualität ist ja Hauptsache schnell. Geduld haben wir keine. Und da das Hebele, seht ihr, da oben ist der Hanna bei dem Schieberle offen. Dass uns das nicht ausrastet. Weil sonst rastet die irgendwann mal aus. Und dann gucken wir mal, ob das da auch noch neu braucht. Uiuiui. Das sieht schon spannend aus. Ja, und jetzt ist Halbzeit für das Jahr. Und eigentlich sollte ich mal irgendwie meine Neujahrsansprache mit der To-Do-Liste für das Jahr durchgegangen, weil ich glaube auf der stand nicht, dass ich eine zweite Iteration vom ersten Blaster mache. Oder so eine zweite Version vom ersten Blaster. Also muss ich mal durchgucken, was wir dann haben. Vielleicht mache ich extra Video dazu, das weiß ich noch nicht. Aber mal durchgucken, was wir schon abgehakt haben. Und was noch nicht. Könnt ihr euch ja mal angucken, das Video. Und dann muss ich mal gucken, dass wir da die größeren Projekte vielleicht priorisieren, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, wir haben alles geschafft. Oder zumindest sind wir fast verzweifelt beim Versuch, alles zu schaffen. Aber jetzt gucken wir mal. Das ist ja, Grüße gehen da raus an alle Manager dieser Welt. Das ist ja, ach, wer hält sich denn schon an seine eigenen To-Dos? Vor allem, wenn es privat ist. Und wenn man nicht dafür bezahlt wird. So in etwa. Also, deswegen hat man einen Manager, die erinnern einen an die To-Dos. Und deswegen habe ich hier keinen Manager, weil da erinnert mich niemand an meine To-Dos. Und da machen wir halt, worauf wir ein bisschen Bock haben. Oder worauf ihr mich dazu in die Kommentare überredet. Also das ist dann von euch abhängig, wie arg ihr in die Taste haut. Und irgendwann wird es mir vielleicht blöd und dann gebe ich nach. Aber da verspreche ich euch nichts. Das ist, ja, das seht ihr da. Das ist da noch jetzt ein bisschen, oh, das hakelt alles ein bisschen. Und ich will die andere Seite, ein bisschen nebenher schon schrauben, will die andere Seite dann nicht aufschrauben, weil das ist, das ist ein Krampf. Oder nicht der Austausch, weil, seht, da sind schon da Hanna die Verkabelungen durch und die sind auf den Stecker gelötet. Das heißt, dann müssten wir dann das austauschen. Müsst ihr mal gucken, eigentlich müsste ich dann da bloß Schlitzen designen, dass ich das Kabel dann auch durchschmeißen kann quasi. Weil da kommt nachher, wie wenn ihr mein vorheriger Blaster gesehen habt, da kommt noch Abdeckung drüber. Also die Kabel bleiben nicht so zu sehr. Aber solange wir da noch im Prototype-Stadium sind, brauchen wir das alles nicht. Und seht, war schon fleißig, hab die Schulterstütze noch geschraubt. Und hab ganz vergessen, dass ich bei dem Magazin den Abstand erhöht habe. Und das rastet natürlich jetzt nicht so richtig. Da müsste ich nochmal ganze Ecke runterschleifen, dass das wieder passt. Jetzt gucken wir mal, ob das Magazin, ob da die Pfeile reingegangen und wie man das dann macht und was weiß ich. Weil ansonsten müssen wir, wenn wir wohl auf die andere Pfeile gegangen, müssen wir da auch noch den Abstand erhöhen. Und dann machen wir aus dem Ding halt irgendwas anderes. Da finden wir schon irgendein Projekt, wo wir das verwenden können. Da braucht ihr keine Sorge zu machen. Weil das wäre schon eine schöne, kompakte Geschichte. Also, ja. Und
wenn wir da mal den Versuch machen wollen mit bis zu 4 Schwungrädles Käfig, oder bis zu 4 Schwungrädles Käfig, dann muss ich ja mal gucken, weil das habe ich jetzt bei der Stampede festgestellt, die EMRs, die bringen gar nicht so viel Strom. Also eigentlich recht wenig. Also eigentlich schon zu wenig für die Motoren. Also wenn man die blockiert, was war jetzt? Ich hab da der hat 14, einer Motor hat 14 Ampere, wenn der blockiert ist, und zwei dementsprechend 28. Und die EMRs, ich weiß nicht, ich habe dazu kein hundertprozentiges Datenblatt gefunden, aber ja, was war jetzt ich habe, also was ich so gefunden habe, 1,6 Ampere bis 5 Ampere irgendwo in dem Bereich sind die EMRs. Dann haben wir 3 davon, das heißt, dann haben wir 4,8 Ampere bis 15 Ampere. Das heißt, wenn das blockiert und über längere Zeit, dann ist es auf jeden Fall nicht gut. Also da muss ich gucken, dass ich da, wenn wir da bis zu 4 hintereinander, dann 4 mal 28, ja, das, was wird's? 4 mal 30, 120 minus 8, ja, dann sind wir bei 112 Ampere. Für das sollte man das da, also zumindest kurzzeitig sollte das aushalten können. Also ich meine, seid mal so blöd und hält der Finger drauf, wenn das, oder halt schaltet es nicht aus, wenn das langzeitig blockiert, aber eigentlich sollte man für die ganze Ding Schutzbeschaltung haben, dass das abschaltet, wenn man Überstrom hat und alles. Und ich glaube, muss man gucken, ob man sowas fertig findet oder ob ich das selber basteln muss. Also eine kleine Strommessung, einen kleinen Controller hin, dass zumindest irgendwas ist und ein bisschen irgendein MOSFET oder irgendein Relais oder sonst was, das dann halt auch einfach abschaltet. Also das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, ach, da ist schon ein Gruß drin, das stört mich. Wobei, das sieht irgendwann so viel schlimmer aus. So, das müssen wir. Aber bevor ich jetzt da das Magazin voll lade, Daddy sage, wir gucken mal, dass der Schieber funktioniert. Weil ich habe keine Lust, das Magazin dann auch ohne den Schieber zu entladen. Dann will ich gleich den Schieber mit testen. Und okay, da brauche ich einen Imbus, das ist gar nicht so einfach. Da will ich den Schieber gleich mit testen, wenn das nämlich nachher Gott. Das ist scheiße, dass das aushaucht. Und dann gucken wir. Also, ich würde sagen, mach die 4 Schrauber voll im Schnelldurchlauf weg, bau das zusammen, dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ja, so, ja, das ist noch nicht überwältigend, wie ihr seht. Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich in dem da. Das geht so schwer. Das heißt, da komme ich nicht drum herum, das Ding nochmal anzufassen. Das wollte ich eigentlich verhindern. Und da hatte ich keine Lust drauf. Aber gut, ich könnte das auch noch ein bisschen schleifen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber mal gucken. Das ist das ganz zurückgeht. Ich glaube,
Das ist, ja, das muss weiter zurück. Also das muss ich alles noch mal ein bisschen überdenken. Das sollte jetzt der Honne. Das seht ihr. Das muss so grob geschätzt einen halben Zentimeter weiter zurückgegangen. Und der Honne ist jetzt noch. Der Steg ist klar, der muss der Honne noch dazu. Und das muss weiter zurück. Und das tut es derzeit nicht. Also das habe ich jetzt nicht eingebaut. Das war der Honne von der Abmaße. Ist nicht so viel unterschiedlich, dass ich denke, dass sich das lohnt. Aber das ist. Das geht jetzt aber schon arg weit nach vorne. Das heißt, das muss gar nicht so weit nach vorne gehen. Jetzt nimmt es wieder. Das heißt, da könnte man einfach den Schieber ein bisschen kürzen. So einen halben Zentimeter. Weil das muss nicht so weit nach vorne gehen. Weil, guckt, das wird jetzt der Honne schon gegen den Schwungrädlerskäfig stoßen. Der ist ja dann nachher der Honne. Und da stoßt dagegen. Und es müsste eigentlich so schon lange, dass wenn wir einen Pfeil haben, der müsste da noch schon ganz satt drin sein. Ja, da ist der schon über. Das heißt, was haben wir? Da könnte man den halben Zentimeter da einfach rausholen. Mal das ganze Ding kürzer machen. Aber den muss ich auch noch bessere Qualität ausdrucken. Also das war jetzt recht schnell, aber ihr seht, das war irgendwie so nochmal schlampiger als Entwurf oder so in etwa. Also, so heißt es ja offiziell nicht, aber so in etwa war die Einstellung. Das heißt, ja, das muss ich da Honne, das ist einfach so ein halber Zentimeter oder so. Das mäßig genau aus, was ich brauche. Das sehe ja der hier. Fällt Mutter wieder raus. Ja, mal klasse, wenn man da über den Boden rumfällt. Wortfindungsstörung heute. Wenn man da über den Boden rumspielt und muss ich mal kling und dann darf man erstmal Mutter suchen. Da. Und die kleinen Dinger, da kommt auch. Das habe ich beim anderen Blaster auch schön gelöst. Da kommt noch irgendwann ein Kunststoffteil von unten oder so 3D-Drucksteil von unten dagegen. Jetzt halt die Mutter fest und dann ist es in Position. Muss man überlegen, ich glaube, das schleifen wir einfach. Wobei, wir könnten da einfach das da ein bisschen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Das ein bisschen. Warte, bisschen kleiner, kompakter, also mit ein bisschen Toleranz ausdrucken. Und da bauen wir auch einfach ein bisschen Toleranz ein, dass das alles ein bisschen mehr Spiel hat. Ich glaube, da habe ich im Modell das alles zu eng geplant. Das seht ihr, jetzt haben wir da noch Steg. Ja, das kriegen wir noch. Jetzt gucken wir mal. Das machen wir jetzt halt ohne den Schieber, der schon Gott. Oder der noch nicht Gott. So. Ich finde den Spannmechanismus cool. Also sonst müssen wir die ganze Schwungrädlerskäfig auch noch ändern. Und das Magazin ist ja so eine Herausforderung für sich. Also, jetzt gucken wir mal. Sieht gut aus bisher. Das wäre halt schon nochmal. Das wäre schon cool, wenn das mit den Schwungrädlerskäfig funktionieren könnte. Mann. Ich glaube, da drucke ich mir. Aber bei Dummy brauche ich mir nicht unbedingt ausdrucken. Das ist halt. Ja, die lasse ich halt auf leer.
Weil das, wie schon gesagt, hat der Strom, was habe ich ausgerechnet, 112 Ampere. Da brauche ich glaube ein bisschen ein anderer Lipo. Weil den ich habe, was schafft der 48, irgendwas oder so. Lass ich mir gucken. 48,75. Hab da einen kluge Zettel noch seitlich. So. Sieht gut aus. Jetzt hoffe ich, dass ihr mitzählt, weil ich mach's nämlich nicht. Die Pfeil war die aber wahrscheinlich von nichts anderes mehr brauchen können. Es ist sogar, ich glaube, besser. Weil die ein bisschen stabilere Schaumstoff haben. Das ist halt, meine ich noch halt, nicht so schwer, um nicht zu sagen scheiße, dass die Cold Glow in der Dark Variante sind. Also, und die andere, die man da noch ein bisschen hattet, da ich jetzt, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die da 100, das sind recht günstige Pfeile, die ich halt halbe geschnitten habe. Da habe ich auch noch schöne in schwarz, oder was heißt in schwarz, mit schwarzer Spitze. Die glüht halt im Dunkeln. Okay. Das mag jetzt. Oh, das. Okay. Das ist ja genau das. Genau das nicht. Oh, ich glaube. Bin mir nicht sicher, ob das die Idee mit dem Mehrstöckigen das wirklich so clever ist. Das könnte man jetzt einfach auch mal probieren. Ich glaube, das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt gilt es nur noch rauszufinden, ob es Gott. Also, ja, jetzt gucken wir mal. Okay. Also der Selbstband, oh, ja. Gerade wollte ihn loben. Den Selbstbandmechanismus. Ist das jetzt komplett durchdreht? Oder ist die einfach verklemmt? Naja, die hat es verklemmt. Okay, jetzt müsste es jetzt eigentlich da oben nachrutschen. Das macht schon mal nett. Ja gut, die sind jetzt halt hier auch ein bisschen enger drin. Das heißt, das ist das Problem. Seht ihr, da vorne bildet sich jetzt eine Lücke, da wo mein Finger durchguckt. Das sollte natürlich nicht sein. So. Das kann dann schon sein, dass man da mit dem, oh, das, und da verklemmt die mit der obere und das verklemmt sich alles untereinander. Eieieiei. Ja, okay. Oh, manchmal funktionieren die Dinge im Kopf so schön, bis man es dann an der Realität testet und es dann scheitert. Eieiei. Manchmal könnte das alles im Kopf so schön sein. Dann fallen müssen die, also, das ist ein bisschen, müssen die jetzt nachfallen. Ich glaube, versteht jetzt, wie das in meinem Kopf, mein Kopf hat, oder wie das halt ein Modell funktionieren hätte sollen. Aber da, und das, oh, ja. Okay.
Ich glaube, da prokrastinieren wir nochmal ja drüber nach oder so. Das ist also nicht prokrastinieren, aber einfach ja, das mal im Kopf nochmal rumgegangen lassen oder. Das wäre schon cool. Also so vom Prinzip her. Das, ich meine, was ja auch schon ein Vorteil wäre, wenn man einen Selbstbandmechanismus hätte, das von oben laden und dann der Deckel drauf. Dass ich das bloß eure Runde habe und das halt trotzdem schnell zum Laden ist. So. Ui, okay. Jetzt hat sich das in den Zaun verfangen. Oh, schieße ich mich selber ab. Friendly Fire. So. Ja, das ist wahrscheinlich die nächste Gefahr, die ich sehe. Wenn die da runterfallen und jetzt, also wenn sie dann runterfallen, das nehmen wir mal an, dass das Pferd einfach stark genug ist, dass das es runterschiebt, was jetzt gerade mein Finger übernimmt, dass dann noch so viel Luft ist, dass die sich verkeilt. So oder so oder jetzt geht das in die nächste Runde, Ja, oder halt auch nicht. Ja, gut. Das heißt, die Pfeile kann ich schon mal separat lagern. Die brauche ich wahrscheinlich in keinen Blasterlader. Mit so Federle, sagt man's halt. Mensch, warum sagt man keiner was? Die lagern wir separat. Was wir jetzt noch probieren können, also, glaube ich, lade das jetzt einfach mal manuell. Ja, das ist jetzt halt. Oh. Wie sollte. Ja. Das ist, wie will man das auch verhindern, dass da. Eigentlich soll es dann die nächste Runde. Ja, das hängt an so viele Stellen, da bin ich jetzt auch ein bisschen ratlos, wie man das Problem gelöst kriegt. Aber das wäre schon cool. Also, was ich auf jeden Fall haben möchte, ist, dass man das von oben laden kann. Das muss ich irgendwie. Aber ich hole jetzt mal das Magazin von dem anderen Blaster. Also von meinem bisherigen, den ich habe. Oder ich hole einfach den ganzen Blaster her. Dann staubt man den auch mal wieder ab. Dann habt ihr den auch mal wieder gesehen. Für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und das Video trotzdem so weit schaut. So, für die paar und euch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann bis gleich. Irgendwann lerne ich es noch, dass das bis gleich überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich da direkt danach wieder spreche. Das macht nur Sinn, wenn noch ein Zeitraffer kommt. Das habe ich aber schon mal festgestellt. Da, guckt. Die ganze Pracht. Weißt, ja, sagen wir noch. Ist das nicht eine Schönheit? Man, immer noch ein paar Farben und man schießt mit dem Mittelfinger. Das ist ein bisschen nicht so gut, dass der bloß rechtshändig bedienbar ist. Ich meine, das wäre schon möglich, das auf der anderen Seite auszusetzen. Aber die Mitte wäre halt idealer. Weil dann brauchen wir es bloß einmal machen. Und, ja, ich meine, selbst wenn ihr Rechtshänder seid, man hat 2 Hände, braucht 2 Blaster. Also, soll zumindest die Möglichkeit haben, das wäre schon cool. Ja, aber was ihr testen wollt, ob das mit dem Magazin geht. Weil
dann drucken wir einfach mal fürs Erste. Man, das müsste Madonna und Deckelneides sein. Oder das ähnlich macht wie bei dem bei der weiß ich auch nicht, ob das da der große Vorteil ist. Ich meine, klar, vielleicht ein zeitlicher Vorteil. Aber ich glaube, der Schieber musste schon dagegen quetschen. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zählen üben mit dem Blaster-Ingenieur. So in etwa. Grüße an mein zukünftiges Editier, ich, das da draußen Short machen will. Da habe ich die Abstandshalter auch drin. Habe ich. Kein Wunder, dass ich die da. Oder ne, da habe ich das da noch schon wieder raus das sein. Ui. Ist das Magazin doch immer so oft runtergeflogen. Seht ihr's? Da guckt. Ja. Und da ist halt die Unterseite noch. Und das ist schon ein riesiger Fortschritt auch, dass da und da oben. Ich meine, das sieht cooler aus, deswegen habe ich es so gemacht, aber das ist halt nicht ideal für meine Fingerle. Also, ich würde sagen, ich lade das mal im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Hey, jetzt habe ich den da auch nicht laden. Vergesse das zu laden. Hey. Ja, 15 Stück drin. Wahrscheinlich so viel Pfeil da doch macht. 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Das heißt, noch 20 brauchen wir da wieder. Das ist wie bei der anderen Pfeil auch, das ist keine Verbesserung. Aber auch keine Verschlechterung. Das heißt, die hätte dann zu dem Blaster schon besser passen. Da muss ich ja gucken, aber ich glaube, das tät schon. Dann können wir da schon für. Ich meine, da mache ich nicht den modularen Schwungrädelskäfig dann rein, aber das könnte man schon. Also, könnte man schon, das wäre schon. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das Tempel hast du auch noch auf die Schwungrädler. Aber jetzt gucken wir erstmal, was dabei rauskommt und dann kaufe ich mir nochmal so einen Schwungrädler. Schwungrädler, das war beabsichtigt. Also, Mr. Konzentration Verlierer hier. Ich lade das mal schnell. Täuschung wo. Zacke Abbrucher. Das wird wohl. Das landet im Archiv da. Ne? Das ab ins Archiv. Irgendwann brauche ich jemanden, der im Archiv arbeitet. Sorry. Wenn jemand einen entspannten Job sucht, müsst ihr mich bloß genug unterstützen, bis ich mir das leisten kann. So in etwa.
Wobei, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand halt machen will. Dass ich das. Aber ja, gibt vielleicht Leute, die so entspannte Jobs mögen. Ich lade mal. Guck mal, dass ich die andere 20 Pfeilen einlade. Dann, das machen wir am Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ja, das ist ein bisschen. Ja, ja, das Magazin geht in den Blaster. Da seht ihr nämlich, da ist da auch so Dalle drin. Die fällt hier. Ich dachte, die sparen wir uns. So. So. Ja, da muss ich ein neues Magazin ausdrucken. Das geht so nicht. So, wenn ich mir nicht erzählt habe, müsste ich da alles 40 Pfeile drin haben. Also alles. Schwächeanfall 2. 3, 4, 5, 6. Das muss einfach vom Finger tauglich sein. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Okay, das heißt, damit kann genauso viele Pfeile rein wie mit dem anderen. Die sind jetzt halt, ja, diese verdetscht. Das ist okay. Das heißt, das sind jetzt die Pfeile, von denen der Hanne gut ist. Das ist. Ja, das. Das ist so ein akademisches Problem, dass das Magazin Lernen laden geht. Oder nein, laden geht. Das. Oder ist eher ein dekoratives Problem, weil das Magazin nicht vollgeladen habe, wenn ich den da noch ewig rumstande habe. Ja. Der ist halt so ein Spieler aufgrund der Schwungräder nicht ganz so gut. Die hebt's die ganze Zeit ab und dann macht der halt einfach zum Rumschießen, macht der keinen Spaß. Das ist leider so. Aber zum Ausschauen ist einfach ein schönes Playster. Schaut euch das an. Da kennt man da ne? Da Zielvornröhrle oder so drauf, das wäre schon cool. Wobei das bringt glaub nichts. Das muss dann. Ja, das ist ja ein Plaster. Das kann auch sein, dass man irgendwann den soweit haben, da das Design anpasst und vielleicht Schwungrädleskäfig noch 2 abschneidet und den ähnlich gestaltet. Das sind alles Dinge, die möglich sind. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich da unten, das will ich so behalten. Das mit mehrstöckige, das verkaufen wir mal. Wir gehen auf die Pfeile und die funktionieren mit dem System. Das heißt, muss den Pusher, da haben das ein bisschen kürzer, ein neues Magazin rauslassen und da haben ein neues Vorderteil. Da kommt der Teil weg. Das Teil da muss ein bisschen weiter nach unten, oder das muss ein bisschen weiter nach unten, da ist das Ding mit der Platine reingeht.
Und dann brauche ich einen Lipo, der die 100 irgendwas, 112 Ampere kann. Dass man da auch mal 4 Schwungrädles Käfig montieren können. Wenn ich da keinen finde, der das kann, dann kurz mit der Sohn sprechen. Ich glaube, 4 braucht man nicht unbedingt, aber das wäre halt schon, das wäre brachial. Also das ist halt schon was. Man muss ja immer irgendwie gucken, dass man da das kann sein, dass ich den Deckel nochmal sauber rausdrücken muss. Das ist frustrierend, dass das... Ja, gut. Das ist Ingenieursleben. Immer ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Das ist halt normal. Ah ja, so ist halt. Aber das ist jetzt ganz gut, dass das mit den Pfeilen geht. Weil dann kann man das so... Das ist... Ja, das hat... Mit den anderen Pfeilen hat das nämlich so blockiert. Nicht so gut. Das ist schon cool dann noch. Also die Schwungregler sind schon der Hammer. Platine ist ein Scheiß zum Löten, aber einfacher wieder die Verkabelung. Aber guckt ihr euch das andere Video an, das ich dazu schon gemacht habe. Da seht ihr das, wie viel hin und her und rum und um das braucht hat, bis die Platine funktioniert hat. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Da geht es vielleicht wieder um Stampede, das muss ich gucken. Lasst ein Abo da, dann kriegt das mit. Und dann gucken wir das. Da machen wir dann weiter, sobald ich die ganze Teile entworfen habe und ausdruckt habe. Das kann ein bisschen dauern. Ja, eigentlich war das, sind wir da schon. Also das war der Plan für das Jahr. Das eigentlich nicht. Und das, ja, ich glaube, das setzen wir nächstes Jahr auf die Agenda. Und man braucht ja auch für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Und Geschwätz, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.